Ein weiterer Bereich, wie wir aus dem Selbstmitleid herauskommen, ist das, was Kolosser 3,17 uns sagt. Alles, was ihr tut für Jesus. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Manchmal, wenn ich irgendetwas am praktisch dienen bin, irgendetwas am Machen, auf das Mal kommt so ein Wölkchen von Selbstmitleid, das mir sagt, du bist ein Armer. Jetzt musst du das schon wieder. Das ist verrückt. Alle anderen gehen heim und du musst jetzt noch. Oder was es auch immer ist. Ach, ihr kennt die Geschichten. Wenn ich aber in diesem Moment mich entscheide, das, was ich hier mache, egal ob es mal jemand sieht oder nicht sieht, ich mache das für mich Jesus. Dann bin ich sofort befreit von Selbstmitleid. Dann bin ich sofort bereit, eine Runde mehr zu laufen. Weil ich merke, wow, mein Jesus und ich, wir machen da zusammen einen Dienst für die Welt. Ein fünfter Bereich, wo ich glaube, was völlig entscheidend ist, ob wir aus dem Selbstmitleid heraustreten und wieder die Werke tun, das tun, was Gott mit uns vorhat, oder ob wir irgendwie abdicken, ist das, mit welchen Menschen umgibst du dich? Habe ich Menschen in meinem Umfeld, die mir helfen, aus dem Selbstmitleid rauszukommen? Oder habe ich Menschen, die mit mir zusammen ins Selbstmitleid absumpfen? Wir haben oft ein Umfeld von eben humanistisch geprägter Weltanschauung, wo, wenn jemand schreit im Selbstmitleid, wir ihn in erster Linie vor allem bestätigen drinnen. Und ich habe einfach gemerkt in meinem Leben, das tut mir nicht gut. Ich will Menschen, die mich nicht bestätigen im Selbstmitleid, sondern mir helfen, mir die Hand reichen und sagen, weisst du was, komm, ich will dich rausziehen, für gemeinsam auf den Jesus zu schauen. Ich wünsche mir, von Menschen umgeben zu sein, die mir helfen, immer wieder einen klaren Blick auf Jesus zu bekommen. Ich wünsche mir, Menschen zu haben, die mit zusammen auf Jesus schauen, auch wenn es manchmal Momente gibt, wo das Selbstmitleid so tief kommt und so lebensbedrohlich erscheint und der Frust und der Schmerz wirklich tief hockt. Trotzdem brauche ich Menschen, die mich nicht in diesem Schmerz bestätigen, sondern die mir helfen, wirklich den Blick auf Jesus zu haben. Und ich wünsche mir, dass wir so jemand sind, Menschen in dieser Welt, die Leute nicht in ihrem Selbstmitleid bestätigen, sondern die Dimension diesen Menschen anbieten, die wir als Christen haben. Nämlich Jesus. Jesus aus dem Sumpf raus uns rausziehen kann und uns eine Sicht geben kann und eine Vision für unser Leben, das er hat. Ich glaube, dass Selbstmitleid wirklich ein grosses Thema ist für unsere Zeit. Für unsere Zeit, die so fokussiert ist auf unser Leben. Und wo sich Gott manchmal als Teil um unser Leben herumbewegen muss, anstatt der Mittelpunkt sein von uns. Aber ich glaube, Gott will uns Chancen zu geben, so wie er es am Kain gegeben hat und er hat gesagt, hey, jetzt entscheide dich für das Richtige, damit die Sünde, die vor der Tür lagert, die nicht rollen. Und ich glaube, dass wir die Chance bekommen, weil Gott Gnade gibt, dass wir ein Volk werden, ein Volk, das Jesus liebt und befreit von Selbstmitleid oder Überwinder von Selbstmitleid dürfen sein. Und ich segne euch und uns mit dem.